Wisst ihr, es gibt zwei Kategorien von Leuten am Advent. Die einen, das sind die gutzeln, die schön den Christbaum dekorieren, die Kerzen anzünden und das wirklich mit voller Leidenschaft machen. Und was habe ich noch aufgeschrieben? Sie zelebrieren natürlich die Schönheit und das Schöne, so wie es der Hartl in seinem Buch beschreibt. Und das sind die Leute, ich weiß, man sollte nicht nur so die und die, aber ich mache das jetzt heute Morgen sehr gerne. Das sind die Leute wie der Joni. Die brauchen ein Glühwein, oder? Und dann ist Advent. Dann gibt es die anderen. Ja, könnt ihr mal aufstrecken, wer gehört zu dieser Kategorie? Ja doch, es hat ein paar, oder? Die zelebrieren das richtig, oder? Dann gibt es die Leute wie mich. Ich bin ja da im Meilenstein. Das ist eine super Sache im Fall, wirklich, ich arbeite gerne dort. Dort gibt es Leute, und ich betreue die, und die haben zum Teil Höchst und Tiefs. Ich zeichne das mal so. He? Oder? Und dann, wenn du einen hast, den du betreuen darfst, und der da gerade sein Tief hat, das sind Tiefs, das sind Höch oder so, und das kann von Tag zu Tag eigentlich von 5 Minuten zu 5 Minuten ändern. Oder? Wenn du so jemanden hast und er hat gerade eine Woche tief, dann bist du beschäftigt. Oder? Dann weißt du, was du zu tun hast und so. Dann hast du vielleicht noch einen zweiten, den du auch ganz liebevoll betreust. Und der läuft vielleicht in die Richtung da. Dann ist das immer gut, weil dann hast du immer nur einen zu betreuen. Einer, der es gut hat, der läuft ja. Wenn du jetzt 3 hast und alle laufen irgendwie im Gleichschritt, oder, dann bist du da wirklich beschäftigt an diesen Kurven da. Und das war meine letzte Woche. Also wirklich oft gewusst. Weißt du, und dann zum Teil bieten sie Sachen, wo du nicht weißt, ist das jetzt lustig oder ist es tragisch. Und ich gehöre zu dieser Kategorie Leute, ich brauche etwa 4 Glühwein, bis ich, wenn ich heimkomme, das Gefühl habe, dass Advent ist. Oder? Und der erste Advent war im November, das geht ja gar nicht, den habe ich total einfach mal vergessen. Und vielleicht sind dann deine Kinder krank und du hast einen vollen Terminkalender und du brauchst auch 4 Glühwein, bis du wirklich einmal in Stimmung kommst für... Das Problem ist, ab dem 5. Glühwein zieht der eine die Finken, die ich einmal anhabe in der Stube, immer so nach links. Das ist ganz komisch, ich weiß auch nicht. Das muss mit dem Finken zu tun haben. Auf jeden Fall wollte ich wissen von euch, wer gehört zu dieser Kategorie von Glühwein-Trinker? Ja, das ist ja logisch, mein Chef, der ist ja auch da dabei. So gut, ja doch, 2, 3, also es könnte auch etwas anderes sein. Gut. Aber wie auch immer, ich habe eine Lösung für das Problem gefunden, und zwar habe ich einen neuen Adventskalender, brandneu, habe ich den zugetan, und das ist das Lukas-Evangelium, das ist mein neuer Adventskalender. Und das Lukas-Evangelium hat 24 Kapitel. Und mein Adventskalender ist eigentlich der, dass ich jeden Tag ein Kapitel lese. Und das bringt mich dann trotz all diesen Spuren da, oder, bringt mich das in Weihnachtsstimmung. Weil da kommst du die Storys eben so richtig hautnah mit über, oder? Wenn es Kapitel 1 liest, ist es 2, 3. Und das finde ich echt ein Hammer. Das wäre vielleicht mal eine Alternative für alle, die zu viel Gutzli essen und dann noch so einen Jockey-Adventskalender bekommen mit diesen Türchen, die Schöckeli drin haben. Nehmt doch das Lukas-Evangelium als Adventskalender. Und dort sind wir jetzt auch voll drin, in dem Lukas-Evangelium, mit den Stories, die wir haben in dieser Serie da. Und eine, die ich zugeteilt habe, ist die Geschichte von der Maria. Und ich darf heute Morgen über diese Frau reden. Und es ist tief beeindruckend, was die Frau so macht in ihrem Leben und was das auch für unser Leben kann bedeuten. Ich will da jetzt nicht langweilen, indem ich das vorlese, sondern der Joni hat mir genialerweise ein Film zugeschickt. Und jetzt schauen wir das an. Das zeigt genau die Zeit, wo ich nachher darüber reden will. Ich tue das dann noch auf die Seite. So. Film ab. Elisabeth war im 6. Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel nach Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa. Dort sollte er eine junge Frau namens Maria aufsuchen. Sie war noch unberührt und mit Josef, einem Nachkommen von König David, verlobt. Der Engel kam zu ihr und sagte: Sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir.
Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria erschrak über die Worte des Engels und fragte sich, was dieser Gruß bedeuten könnte. Hab keine Angst, Maria, redete der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Sohn des Höchsten nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David übergeben. Und er wird die Nachkommen von Jakob für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Also, das Lukas-Evangelium ist doch ein cooler Adventskalender. Und jedes Mal, wenn ich das Film sehe, oh, so krass, die Begrüßung von dem Engel Gabriel. Stellen wir euch das einmal vor, da ist eine Frau, ich weiß jetzt nicht genau wie alt, vielleicht 16, vielleicht älter, vielleicht ein bisschen jünger, je nach Tradition und Ausleger kann man das da nachschauen. Sie ist in Nazareth, das Dörfli, wo, ja, ich weiß gar nicht, ob das bekannt war. Sie ist an einem Mann versprochen, an einem Zimmermann. Dort Spannende, er ist ein Nachfahre vom König David. Sehr gut, wird alles gesagt. Und dann schläft sie dort. Ich weiß nicht, ob es im Wohnhaus war, man weiß nicht, ob es am Tag oder zur Nacht war oder so. Aber der Engel kommt zu dieser Maria. Und auch wenn ich jetzt das schaue, oder, das berührt mich, wie Gott die Frau auserwählt hat. Eine ganz normale Frau. Wer hätte die Frau ausgewählt? Einfach so quasi Pfeil geworfen. Ah, die ist jetzt die Mutter vom kommenden König, der ein ewiges Reich aufbaut. Das ist jetzt die Frau, die der erzieht. Erziehe mal Gott. He? Ich finde das immer so. Der hat nur schon die Gedanken, oder? Und dann wird die ausgewählt, oder? Die junge Frau hat Gott ausgesucht, um den Sohn Gottes zu gebären, um ihn zu erziehen. Und lustig ist, wenn du das liest, oder? Ist das der Vers 27. Dort ist sie noch völlig ein normales Mädchen, eine normale junge Frau, israelische, jüdische Frau, tipptopp. Ein paar Vers später ist sie Mutter, oder wie ist sie berufen, zum Mutter werden von Jesus Christus. Und mit dem Besuch, mit dem Ausschnitt, den wir jetzt hier sehen aus dem Film, ändert sich grundlegend alles in dieser Frau, von der Maria. Das Leben von der Maria ändert sich grundlegend, wo der Erzengel Gabriel sie besucht. In dieser Hütte hinein. Und die Begrüßung, die ist: sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden. Oder an anderer Stelle: sei gegrüßt, du bist beschenkt mit der großen Gnade, der Herr ist mit dir. Musst du dir das mal vorstellen? Das war eine Frau, die ihren Job einfach macht, in der Familie rein und so weiter, versprochen ist, ein normales Leben lebt, wo denkt, ja, da komme ich dann Mann über und so. Und dann kommt er: du hast Gnade gefunden bei Gott. Er lässt dich grüßen. Und dann der Vers 28. Das ist eine ganz andere Frau. Das ist die Frau, die Gott kennt. Oder Gott kennt die Frau, hat sie genau ausgewählt. Gott interessiert sich für genau die Maria. Sie ist nicht mehr wie vorher. Sie ist jetzt im Fokus von Gott. Er schaut auf sie. Sie hat Gnade gefunden bei ihm. Das ist noch zur Zeit von all diesen Opfern und Zeug und Sachen. Und dann kommt er: hey, du hast Gnade gefunden. Du, Maria, hast Gnade gefunden. Vor Gott, grosse Gnade. Ich habe dich auserwählt und ich werde dich begleiten, ich werde mit dir sein. Die Begrüßung ändert, das heisst, er hat genug oft gesagt, alles im Leben von der Maria. Sie war nachher auserwählt, nicht mehr ein einfach normales Mädchen aus Israel. Gleichzeitig ändert die Begrüßung nichts.
Wenn sie in der Nacht war, wie da im Film, dann ist sie am nächsten Morgen aufgestanden, ist vielleicht nicht mal sicher gewesen, ob sie das alles nur geträumt hat, was auch los ist. Dann steht die Mami auf und der Papi und du, wieso bist du noch nicht und hast schon Wasser geholt und man sollte doch noch und du, Brot und alles, oder? Also der Alltag, hey, jetzt habe ich so eine Berufung und wow und wow, oder? Und vielleicht ist der Tag durchbedient, wo sie am Hühner schauen war und so. Und dann kommt der Engel und er redet zu ihr und sie kommt heim und die Mami, du bist spät, wo geht's eigentlich noch? Und sie denkt, was? Ich habe eine Engelsbegegnung gehabt und jetzt bist du spät für dieses. Also es ändert auch gar nichts. He? Es ist nicht plötzlich ein weißer Reiter dahergekommen, oder? Die sind dann später, Entschuldigung. Aber einfach, oder? Das ist dann einfach nichts anderes gewesen. Es war einfach die Maria gewesen, immer noch. Aber trotzdem ist alles anders in ihrem Leben. Und sie hat das in ihrem Herz bewahrt. Und das finde ich etwas, es steht nicht in dem Zusammenhang da, wo die Begegnung war, sondern es steht zweimal sonst, wo bei der Geburt von Jesus sagt sie, hey, da sind Könige gekommen, da sind Hirten gekommen, da sind Engel gekommen, und sie hat alles in ihrem Herz bewahrt und oft darüber nachgedacht. Und später steht es nochmal in der Geschichte von der Maria, dort, wo Jesus abhaut zum Tempel und sie suchen ihn und Jesus sagt, hey Mann, ist ja klar, muss ich im Haus von meinem Papi sein. Und dort steht es nochmal, und das Ganze hat sie bewahrt in ihrem Herzen. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich auch da so gewesen, dass sie diese Sachen in ihrem Herz bewahrt hat. Wenn wir mal einen Gump machen in die heutige Zeit, was die Geschichte, die paar Verse eigentlich für dich und für mich bedeutet. Ich will dir sagen, wenn du das nachlesen, was ich mir wünschen würde, dann hat es dort die Begrüßung, die steht dort irgendwie im Vers 26. Und dort heißt es, sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Und so eine Begrüßung kommt nur ein einziges Mal in der Bibel vor, nämlich dort. Und trotzdem will ich sagen, dass du deinen Namen dort einsetzen kannst. Nicht sei gegrüßt Maria, sondern du kannst dort deinen Namen einsetzen. Sei gegrüßt Miriam, das ist am unverfänglichsten, wenn ich ihr das so sage. Sei begrüßt Miriam, du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Das kann ich jedem da rein zusagen. Das darf er seinen Namen dort rein tun. Ich würde es ein bisschen auf Deutsch übersetzen. Liebe Miriam, zu dir ist Gott wohlwollend. Und er hat dich auserwählt. Er ist mit dir. Im Fall das besser verstehen würdest, ein bisschen ausdeutscht. Die Begrüßung von der Maria, die der Engel der Maria gibt, die gilt auch für dich. Denn auch du hast so eine Begegnung gehabt in deinem Leben. Dort, wo du dich entschlossen hast, dem Glauben ein Stück weit nachzuhängen, dem Jesus einmal ein Ohr zu widmen. Dort, wo du vielleicht mit zitterndem Schritt gesagt hast, ja Jesus, ich folge dir mal nach, mal schauen, was das ist. Dort, wo du vielleicht in deinem Herzen denkst, weißt du, ich gebe da ein bisschen mein Herz, dann mach die Tür noch ein bisschen auf, zum rausschauen, wer da klopft. Dort, wo du vielleicht deine Hand oder dein Herz hergegeben hast und gesagt, Jesus, heil mich. Jesus, führ mich, ich habe mich verlaufen in meinem Leben und jetzt brauche ich dich. Der Augenblick, wo der Glauben in dein Herz hineingekommen ist, dass Jesus Christus doch der Gott könnte sein, der dir hilft, der dir mitgeht. Oder vielleicht kommst du aus dem Esoterischen und sagst, ja, das ist klar, dort, wo Jesus mein Guru geworden ist, oder, wo ich jetzt nachfolge und mache, wie er macht, oder, und so weiter. Dort, wo du ihm oder der Bibel eine Chance gegeben hast, dass er in dein Leben hineinreden darf. Dort, wo der Glaube gewachsen ist, wo deine Bitte um Führung und Heilung gekommen ist. In dem Augenblick, das ist vergleichbar wie der Augenblick, wo der Engel Gabriel in dieser Stube steht von der Maria und sagt, sei gegrüßt, Maria, du Begnadete. Und wenn wir das da so als unseren Lebensweg annehmen, oder da ist Geburt und dann leben wir da so unser Leben halt, oder dann ist das ein Augenblick, ich weiß nicht, wo du das gemacht hast. Das sind jetzt auch nicht mehr Hochs und Tiefs, das war von vorher gewesen. Vielleicht erst gerade vor kurzem da, oder wenn das heute ist, heute. Vielleicht hast du erst gerade da die Begegnung gehabt. Vielleicht da. Bei mir ist schon, ja, ich weiß nicht, ich mag mich kaum erinnern, da unten, oder? Schon ganz lang her. Das ist der Augenblick, wo ich die Begegnung hatte mit Jesus Christus, wo gleichzustellen ist, oder? Und in dem Augenblick hat sich etwas total geändert in deinem Leben.
So wie bei der Maria, ein Vers vorher war es noch ein jüdisches Mädchen, kann ich dir sagen, da bist du noch ein stinknormal, ein Füdli-Bürger, oder? Einfach einer, der da ist und seinen Job macht oder in seiner Lehre ist oder irgendwo unterwegs ist, oder? Und nach dem Augenblick bist du mit Gott auf Du. Du darfst ihn ansprechen. Einfach so zu ihm gehen. In jeder Zeit, nicht nur vom Morgen machen, ich habe jetzt mit Ämtern zu tun. Ja, so 9 bis 11, 2 bis 4 und dann... Gott hat immer Zeit für dich. Nach dem Augenblick hat Gott den Fokus auf dich geredet, auf dich geschaut. Du bist auf Du mit Gott. Gottes Gnade ist über dir. Seine hohe Gnade ist dir zuteil geworden. Durch Jesus Christus. Das wäre jetzt zu lang, das alles detailmäßig auszuführen. Und trotzdem kann ich es da sagen, denn in dem Augenblick ist die Gnade zu dir gekommen. Und der Heilige Geist wohnt in dir. Seine Gnade begleitet dich sogar immer. Immer wenn du einen Seich machst, kommt seine Gnade wieder drin hinein, oder? Und du teilst jetzt das neue Reich. Du bist neu in einer Familie drin, du bist neu in ein Reich hineingeboren worden und dann gehörst du dazu und das Reich wird in Ewigkeit sein. Du gehörst zum kommenden Himmelreich. Und das ist ein totaler Unterschied. Alles hat sich verändert. Du bist nicht mehr der Bürger, der da in der Schweiz ist, ein bisschen sein und seine Karrieren und schauen und Frau und Kind und überhaupt, sondern du bist jetzt ein Auserwählter Gottes. Das ist passiert, das ist da ein Augenblick. Es ist vielleicht ein Abend, vielleicht ist es eine Evangelisation aus dem Zelt oder was noch immer, aber da ist ein riesen Unterschied passiert in deinem Leben. Gewaltig, etwas so anderes. Wie bei der Maria, ein junges Mädchen. Und niemand hat sie kennt. Und danach ist sie die Frau aller Frauen. Sie gebärt den König von allen Königen. Und genauso bei uns. Wir sind normallos gewesen. Und dann durch den Glauben in unserem Herz sind wir zu Erben geworden, zu Bürger geworden von dem neuen Königreich. Begnadet, geliebt, angenommen, ausgerüstet. Der Heilige Geist wohnt in uns und er rüstet dich im Alltag innen aus. Jetzt, ich auf der Bühne, da, du beim Zuhören und für immer wird das so sein. Bewegen wir das in unserem Herz wie Maria? Denken oft darüber nach? Das ist vielleicht die Herausforderung von dem Lukas-Evangelium, von dem Advent, dass man über diese Sache, es ist eine gewaltige Veränderung in meinem Leben passiert und über das will ich immer wieder nachdenken. Und wir merken, je mehr man darüber nachdenkt, ich auch jetzt in dieser Predigt wieder, je unfassbarer ist es, was das genau bedeutet für dein Leben. Das ist einfach etwas Unglaubliches. Und aus dieser Überlegung heraus, von der Maria und von mir und so, kann ich eigentlich sagen, weißt du was? Die grösste, absolut gewaltigste Veränderung in deinem Leben ist schon passiert. Die kommt nicht erst noch. Ich weiß auch nicht. Ich habe immer wieder die Sprüche gehört, the best is yet to come und so, und das Beste kommt noch und wow. Ich glaube es langsam nicht mehr. Langsam aber sicher glaube ich das nicht mehr. Ich glaube, die beste Veränderung, die beste, ich weiß, fällt mir gerade das Wort nicht ein. Einfach das Gewaltigste, was in deinem Leben passieren kann, ist schon passiert. Sehe ich das paar lange Gesichter? Ja, natürlich, der Himmel kommt noch. Und Jesus baut sein Reich auf dieser Erde einigermaßen auf. Wahrscheinlich gut und richtig. Und das kommt noch, wir werden es vielleicht auch erleben. Ich weiß keine Ahnung wie. Aber das ist so weit weg. Und genau das ist der Punkt. Wenn ich immer denke, das Beste kommt noch, dann sind meine Gedanken immer in der Zukunft. Immer dann. Wenn ich aber denke, hey, das Beste ist da schon passiert, ich mache jetzt noch ein bisschen frömmer, zeichne ein Kreuz, oder? Da ist Jesus, der Glaube in mein Leben hineingekommen. Und jetzt begleitet er mich. Jetzt hat er mich ausgerüstet für genau diese Predigt da, für genau diesen Worship, für genau diesen Kaffeedienst, für genau das, was du machst, hat er mich ausgerüstet. Und da gehen wir Schritt für Schritt in die neue Kreatur hinein, wo wir da schon sind. Da sind wir verändert worden und dann fängt das Leben neu an. Und Schritt für Schritt kommen wir dort hin.
sind eine neue Kreatur, sind geliebt, erfüllt, ausgerüstet. Hey, ausgerüstet. Und ich sage euch, ich muss ausgerüstet sein. Da kommst du das Telefon über, dann heisst du, Teilnehmer sowieso, fühlt sich so und so, könntest bitte in ein Gespräch kommen, oder? Du hast vorher gerade noch einen Witz gemacht im Büro und bist gut drauf und denkst, gut. Hast genau 1 Stege zum Ablaufen, 2 Stege zum Ablaufen, einmal rundum, dann hockst du in dem Zimmer und vis-à-vis sitzt da der Teilnehmer, da sitzt nochmal jemand und dann hast du zu liefern. Dann hast du zu verstehen, dann hast du zu hören, dann hast du zu interpretieren, dann musst du, oder? Hey, und ich kann euch sagen, ich bin dort rein und ich habe genau die richtigen Wörter getroffen und ich habe genau die richtigen Zeichnungen gemacht und ich bin, als ich rausgelaufen bin, musste ich so durch die Türen durch, oder? Weil ich einfach so breit war, wirklich, oder? Und dann geht es einmal schon 10 Minuten, vielleicht sogar eine Stunde, bis ich merke, ja, Gott hat mich ausgerüstet, oder? Es ist nicht der Elias hat das Witzli dort drinnen auch noch gemacht und ihr kennt mich ja, oder? Und so ist es, oder? Dass Gott uns ausrüstet in dem Alltag, in dem Verkaufsgespräch, wo du drin bist, in dem Erziehungsgespräch. Übrigens, der beste Spruch in der Erziehung habe ich auch schon gelernt. Das ist alles ein fauler Kompromiss, oder? Du musst immer abwägen, oder? Was könnte, es ist immer ein Gediele und so. Ich denke, jawohl, Halleluja. Das ist so gut, dass Gott uns da drin ausrüstet, die richtigen Worte und die richtigen Gedanken gibt. Weil der Punkt ist ja, der Alltag ist immer noch der gleiche. Auch wenn dir das bewusst wird, dass du jetzt etwas ganz Neues lebst, dass die beste Sache schon hinter dir liegt und ausgerüstet bist für das Reich Gottes, dann bist du morgen immer noch der Wecker, der schellt, bei denen, die morgen arbeiten müssen und so weiter. Das ist immer noch gleich, aber das ist bei der Maria auch gleich gewesen. Aber es ist im Herz zu bewegen, dass die Berufung da ist über meinem Leben und zu wissen, dass der Heilige Geist da ist und ich ausgerüstet bin für die Sachen, wo ich gerade jetzt dran bin. Dort, wo du in dieser Adventszeit dran bist, ob es ein riesen Stress ist oder ob es du kannst geniessen und dort hinzugehen. Und da ist eine Adventsfrage für mich, die ich für euch habe. Kann ich in meinem Herz für den Gruß von Gott offen sein? Für die Begegnung? Und zu glauben, dass er mich liebt? Annimmt, ausgerüstet hast für den ganz normalen Alltag. Schon jetzt. Das kommt nicht, du bist schon ausgerüstet, du bist eine neue Kreatur. Das kommt nicht irgendwann, wenn du das 100. Mal bei einem Guru bist, für dich beten lassen, oder bist du, ja, also in der GVC musst du schon mindestens 400 Gottesdienste besuchen, damit dann vielleicht, weißt du, nichts solches. Du bist, also Gäsioni, es wäre schon schön, wenn man es machen könnte, die Leute voll Kiel, immer. Nein, also gut. Versteht ihr, was ich meine? Oder? Und was machen wir jetzt mit so einem Wunder? Oder jetzt habe ich so ein Wunder erlebt, bin da drin und wow, ich habe Gott erlebt, er begrüßt mich, er ist mir begegnet und was mache ich mit dem? Besonders fromme Leute würden vielleicht sagen, ja, du musst evangelisieren. Jetzt musst du allen erzählen. Ich bin nicht so fromm, dass ich das würde sagen. Ich würde sagen, lesen wir im Lukas-Evangelium einfach die nächsten Kapitel weiter. Und dort ist es so, Maria ist dort hingegangen zu einer anderen Frau, zu der Elisabeth, die auch so ein Wunder erlebt hat. Haben wir ja letzten Sonntag gehört. Und die zwei zusammen haben sich verstehen. Die haben das beide erlebt, wenn ein Engel redet, wenn etwas Übernatürliches ist. Und genauso gilt das ja auch ein Stück weit für uns. Wenn wir so ein Wunder erlebt haben und dann erzählst du es am Nachbarn und der denkt, du, es ist WM. Was willst du mir da erzählen? Ich komme nicht raus, verstehe dich nicht. Aber da kannst du noch einmal hin, wo du weißt, hey, da hat es andere, die haben das Gleiche erlebt, natürlich auch in anders. Die haben eine andere Begegnung gehabt, Gott hat anders geredet und so weiter, aber die wissen, wie das ist. Und wenn man dann so zusammen ist, dann ist das ein Zusammensein von Ermutigung, von Verständnis, von Freude, von Gottes Lob. Der Austausch ist inspirierend, entspannend, fröhlich und auch Gott ehrend. Und darum sage ich immer wieder, die Kirche ist so wichtig. Dort triffst du Leute, die dich verstehen. Die vielleicht vor 10 Jahren auch einmal gehadert haben mit Gott und gesagt, Scheiße, das geht nicht in meinem Leben, ich spüre Gott überhaupt nicht. Und dann hast du andere Leute, die sagen, ja, ich kenne das, ich weiß, wie das ist. Aber der Schritt geht so und so vielleicht weiter und da kann man dann an stützen und ermutigen und vor allem verstehen. Meistens, wenn ich verstehe, ist ja schon fast gut. Oder? Nicht immer gerade einen Tipp bekommen. An alle unsere Männer da. Und darum ist die Gemeinde so wichtig. Darum ist die Gemeinschaft unter Christen
Ekklesia, herausgerufenen Heiligen, die ist so wichtig, weil wir uns verstehen, weil alle wissen, die haben alle einmal so eine Begegnung gehabt und jeder kann von seiner Begegnung und von seinem Leben, von dem reden. Und darum treffe ich nebst der Kirche sogar Christen regelmäßig sonst zum Schwätzen. Und wir reden nicht immer über Fußball, jetzt gerade sowieso, aber wir reden auch über andere Sachen. Und zwar über die God-Stories, die in deinem Leben passiert sind. Und das ist cool. Das ermutigt mich, wenn ich höre, wie bei einem anderen, der ein Geschäft hat, sagt, hey, Gott hat so und so gewirkt und tipptopp. Und dann vielleicht noch ein WhatsApp bekommt, hey, Gott hat das tun und hast abgebetet und so weiter. Und das ist doch das Ermutigende. Weil es verändert sich ja nichts. Der Alltag ist immer noch der gleiche. Wir müssen alle noch arbeiten, irgendwie Geld verdienen. Und dann braucht man genau die Ermutigung, wo man sich daran erinnert, hey Jan, es ist auch bei dir passiert, da, die grösste Veränderung ist schon, du bist ausgerüstet für deine Verkaufsjob. Gut, zum Glück keine, weiss ich etwas, oder? Und genau das ist gut, wenn man den anderen so zusagen kann. Und er sagt dann zu mir, Elias, du bist ausgerüstet für die Gespräche. Sicher, ich glaube an dich. Komm, ich bete. Und dann nimmt er mich in den Arm und betet, oder? Genau so soll das sein und genau so läuft das durch. Und wenn die zwei sich treffen, was passiert? Es wird Gott gelobt. Es ist Worship. Und den will ich euch jetzt auch noch vorlesen. Da sagte Maria, von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Also die treffen sich, dann hüpft das eine Baby schon, oder? Der Johannes, das merkt gerade, oh, das ist der Jesus, hüpft, oder? Und dann sagt Maria, von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter, denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen. Weißt du, wie cool, wenn wir miteinander zusammen sein und dann schwärmen, hey, Gott hat mich gerettet, es gibt wirklich das Leben vorher und jetzt bin ich gerettet. Jetzt kommt, und der andere sagt, wow, ja, dich auch, ja, ich bin auch gerettet worden, wenn du meine Geschichte würdest hören. Und er ist gnädig, er hat gnädig auf uns geschaut, durch Jesus Christus hat er das machen. Wow. Und gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, das bin ich auch gewesen, als ich zum Glauben kam. Ich glaube, kaum man die Lehre abgeschlossen hat, da bist du niemand. Und Gott hat genau gesagt, der Elias, da, den nehme ich. Und mit dem schreibe ich eine Geschichte. Und das macht er mit dir genauso. Unbedeutend. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Da bin ich jetzt bei mir nicht so sicher, aber er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Es ist sogar eine Prophetie für dich drin. Das ist doch unser Ding. Hey, wir wollen uns dem Gottes Willen unterstellen und dann kommt seine Gnade, sein Erbarmen über uns. Und so weiter. Oder und wenn du so zusammen bist mit deiner Kollegin, dann steht da am Schluss und sie bleibt 3 Monate. Das würde ich jetzt auch machen, oder? Ich melde mich schon mal ab. Genau. Oder das ist so eine gute Gemeinschaft, die dann entstehen kann, dass man dann zusammen zu Mittag isst und zusammen bleibt, oder? Und da habe ich für mich so gedacht, hey, wenn 2 Schwangere sich treffen, dann geht die Post ab, oder? Und jetzt muss ich wirklich sagen, zum Schluss, liebe Männer, ich habe noch einen Punkt, ein bisschen kurzen oder so, und ihr könnt ein bisschen, es ist gewöhnungsbedürftig, der Titel für uns Männer. Weil es heisst eben, wir sind alle etwas schwanger, wie Maria. Oder ich habe mich da ein bisschen in die Geschichte hineinversetzt und ich fasse noch mal kurz zusammen. Maria, total verändert seit dieser Begegnung mit dem Engel Gabriel. Mir, total verändert, seit der Glaube uns erfasst hat und der Heilige Geist in uns wohnt. Parallelen. Maria, total im Alltag drin, total immer noch die Frau, wo sie da war, obwohl sie eines Tages Mutter von Gottes werden wird. Wir, total in unserem Alltag drin, wohnen in der Schweiz, Männer und Frauen sind da und trotzdem gehören wir zum unvergänglichen Reich Gottes, sind seine Kinder, seine Erben, sind ausgerüstet und so weiter. Und jetzt Maria, schwanger mit Jesus. Jetzt habe ich das Küssi vergessen, das hätte ich jetzt noch gerne gemacht. Oder? Jesus ist da in ihrem Bauch und gleich ist er noch nicht da. Er lebt zwar schon und lebt gleich noch nicht. Er ist noch nicht auf dieser Welt. Er hat noch nicht gewirkt, er hat noch keine Predigt gehalten. Irgendwie sein Reich hat noch nicht angefangen und gleich trägt sie ihn schon
und man sieht es. Und sie ist der Anfang von etwas ganz Neuem, von einem neuen Reich. Und genauso wir als Christen, schwanger, und dann habe ich geschrieben, in uns Jesus tragend. Wir alle tragen Jesus in uns. Wir sind wie kleine Marias, die schwanger sind mit dem Jesus. Klar, es ist noch nicht sichtbar, dass sein Reich kommt. Klar, es ist noch nicht, dass er seine Herrschaft aufbaut und regiert. Er ist noch nicht wiedergekommen und so weiter. Aber genauso wir, der Heilige Geist wohnt in uns, der Geist von Jesus, und wir sind schwanger mit ihm. Und Maria hat geboren in diesem Stall hinein, hat das Leben für die Welt gebracht, hat Erlösung auf die Welt gebracht, durch Maria durch. Hat Liebe, Annahme, Gnade, ist erst durch Jesus Christus richtig möglich gewesen. Sie hat genau möglich gemacht. Sie ist die Erste und hat das auf die Welt gebracht, das Kind auf die Welt gebracht, das dich nachher rettet. Und genau so wir, du und ich. Wir können in unser Umfeld hinein Leben bringen. Wir können in unser Umfeld hinein den Jesus hineinbringen. Die Annahme, die Erlösung, die Liebe, die Gnade können wir reinbringen, weil er in uns wohnt. Und bei der Maria war es ein Stall. Und die Ersten waren Hirten, die es gehört haben. Und genauso du, dort wo du bist, wenn es ein Stall ist, unbedeutend eigentlich, aber vielleicht doch im Pausenräumchen, kannst du das Leben bringen, kannst du Leute annehmen, kannst du Leuten eine zweite Chance geben, kannst du lebensspendend sein, so wie Maria das war. Wir sind alle ein Stück weit schwanger und bringen die Rettung in die Erde hinein, auf die Erde. Wir kommen von der grössten Veränderung in unserem Leben ins Jetzt hinein, ins Heute hinein. Wir sind da befruchtet worden mit Jesus Christus, der in uns wohnt. Und wir können es jederzeit, und wir reden ja vom Heute, können wir es gebären. Heute können wir den Frieden, die Liebe, die Annahme, die wir selber erfahren haben, für andere Menschen weitergeben. Im Advent, heute, morgen und allen, die uns begegnen. Und ich finde es gewaltig, was die Maria, wenn man so ein bisschen über die paar Versen anstudiert, was da alles rauskommt. Und ich lade euch ein, dem Lukas-Evangelium weiterzulesen und sich die Personen zu Herzen zu nehmen, das zu verdauen, was man auch liest. Und so möchte ich euch ermutigen, heute, im nächsten Adventsmärz, Träger von Jesus Christus sein. Mit ihm an all diese Sachen zu gehen, die wir in unserem Alltag machen. Weil wir sind ausgerüstet. Und wenn wir einen Scheiß bauen, wird uns vergeben. Wir haben die beste Ausgangsposition, die es gibt. Und so werden wir durchgehen. Ich bitte euch noch zum Aufstehen, dann bete ich noch. Jesus, ich danke dir, dass wir da sein können und wissen, du hast uns schon verändert, du hast uns angenommen, deine Liebe gilt für uns. Und das nehmen wir mit in die Adventszeit. Und wir wollen es in dieser Adventszeit auch zu anderen Leuten bringen. Ich danke dir dafür, Jesus. Und ich danke dir, dass wir jetzt da zusammen sein können, als Menschen, die einfach auch schon das Wunder erlebt haben, wo alle, die da rein sind, das schon ein Stück weit miterlebt haben. Und wir steigen jetzt zusammen in Worship ein. So wie Maria gejubelt hat über dich, so werden wir das heute über dich auch tun. Du, unseren Retter, Jesus Christus. Amen.